Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchtegern Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. Yay! Willkommen zu der Folge 10, oh mein Gott! Von Lauch und Locker. Yes. Wir haben es geschafft, wir sind so weit gekommen. Wie geht's dir? Very good. What about you? Ja, very gut. Ich habe mir da jetzt von unten noch einen kleinen Snack aufgeholt, so die Kinderregel aus meiner Kinderregel XXL-Packung. Ah, Die gönne ich mir jetzt. du Glücklicher. Ich müsste runterlaufen, aber ich bin zu faul. Ich bin mega häufig im Fall, stehe ich vor der Kellertür, weißt du, im Keller unten haben wir Snacks. Und bin so, ich will Snacks, aber ich will nicht runterlaufen. Und dann hole ich mir einfach nichts. Und weil ich einfach zu faul bin, so 2-3 Stege laufen. Das ist belastend. Das ist mega traurig. Ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich Bock habe auf Snacks, dann hole ich mir Snacks. Dann ist mir scheißegal, ob da ein Stegen dazwischen ist oder nicht. Ja, auch da ist jemand motiviert. Ja, musst auch etwas machen. Musst du die Kalorien schon vorher verbrennen, bevor du deine Snacks holst, oder nicht? Gut, ich bin jetzt nicht gerade auf einer Weight-Loss-Journey, aber easy. Ja. Same. Aber der theoretische Aspekt macht irgendwie noch Sinn. Das ist es, was zählt. Theorie. Ja. Voll auf der Naht. Was? Sorry, ich schrecke die ganze mit vollem Mund. Was geht so ab bei dir? Was läuft in deinem Leben? Ja, nicht so viel. Es ist still und leisig wie immer. Leider haben wir ja heute nicht dabei. Sondern wir müssen das entweder unter der Woche, nächste Woche oder so. Wir sehen es mal. Wir müssen es einfach später aufnehmen. Wegen technischen Problemen. Also, was ist jetzt... Apple. Ja, bis das geregelt ist. Also, ja, ich denke, bis spätestens nächste Woche sollte der Podcast mit eigentlich auch parat sein. Jetzt hast du aber schon verraten, wer das ist das Problem. Ah, fuck. Ich habe nicht gesagt. Ich mach glaub Immer so ein Piep. so genau so ein Piepgeräusch rein. Easy, wenn du das kannst. Ja. Ah, fuck. Ups. Die Frage ist nur noch, ich daran denke, aber das wird lustig. Einfach die ganze Spur, Raoul, einfach alles piepen. Die ersten 3 Minuten vom Pöbli, piep. Das war hure kritisch. Ich finde es immer so lustig, wie immer in den amerikanischen Serien wird jedes Fluchwort einfach so gepiepst. Zensiert. Ja. Das ist das Wort, nicht gepiepst. Das ist irgendwie lächerlich. Also in der Schweiz, wenn jetzt zum Beispiel Tatort oder so läuft, so eine richtige Schweizer Serie, der sagt halt einfach einer, ja, du Hurensohn oder so. Hey, wait, ist Tatort eine Schweizer Serie? Ja, es ist mega häufig auf Schweizerdeutsch. Glaube ich. Hä, wirklich? Das ist doch vom ARD produziert, nicht? Also es hat auch Deutsche drin, aber in der Regel ist es, glaube ich, Schweizerdeutsch. Oder Bruh. bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es gemeint. Ich habe es so im Kopf. Tschüss, wie zurückgeblieben bin ich eigentlich. Gut, ich bin eh nicht so der Krimi-Schauer, also ich schaue es nicht wirklich häufig. Also Tatort habe ich auch noch nie in Fall geschaut. Noch nie. Ich schon, aber es bleibt mir nicht so hängen, wenn das Sinn ergibt. Wie andere Serien. Ja, ich selber, ja. Zum Beispiel American Horror Story. Yes, very much. Ich liebe die Serie. Hure Scheissdreck. Nein, die ist voll toll. Hör auf, meine Serie zu mobben. Psychothriller sind eh besser. Die sind echt gut zugegeben. Ich kann das der Rea empfehlen. Und sie hat den Film dann geschaut, also so einen Psychothriller, den ich geschaut habe. Abgeschnitten, mit einer unbedingt drin, ist richtig heftig. Also ist das der Brutal da, wo ja. Halt erstmal erzählt hat? Ah, okay. Ja, genau. Und der hat dann nachher so, ey, ich schwöre, ich nehme nie mehr einen Filmvorschlag von dir an. Ja. Gerade notieren, ich werde den auch schauen. Ja, mach unbedingt, das ist wirklich cool. Boom. Aufgeschrieben. Yes. Also ich habe vor kurzem auch einen Film geschaut.
Und der heißt Crimson Peak. Er hat ein paar berühmte Schauspieler dabei, wie zum Beispiel der Tom Hiddleston, also der Loki-Schauspieler. Danke. Ja, you're welcome. Und dort ist es auch, hat es einen Doktor und der erzählt, also er hat gerade so einen Patient kontrolliert an den Augen, wo dann der Hauptcharakter reingelaufen kommt, der schickt ihn raus. Und es geht eben um Geister und so irgendwie. Ja. Und dann hat er eben auch erzählt, ja, der Mann, der gerade raus ist farbenblind. Und der weiss nur oder glaubt nur daran, dass es Rot und Grün gibt, weil die Mehrheit um ihn herum sagt, dass es die Farbe gibt. Okay. Und ja, also ich habe das eigentlich noch sehr interessant gefunden. Also wenn du so überlegst, für die ist das so, ja, die Farbe, also keine Ahnung, was das für eine Farbe soll sein, die haben keine Ahnung, wie das aussieht. Ich find das sowieso immer interessant. Du hast jetzt gerade die beste Überleitung zu meiner Frage gemacht. So haben so Leute. Also, wait. Also, sehen wir alle die Farbe gleich? Oder nennen wir es einfach nur gleich? Like, ist mein Rot ein anderes Rot wie dein Rot, aber wir nennen es einfach Rot, weil es Rot heisst? Das habe ich mir auch schon überlegt. Und ich kann es nicht beantworten. Ich glaube, es kann nicht sein, dass jedes menschliche Auge die Farbe genau gleich sieht. Also genau gleich glaube ich eh nicht, aber wahrscheinlich ähnlich. Weil schlussendlich sind sie ja gleich ähnlich aufgebaut als die Augen. Ja. Und sonst redet man ja halt einfach von Farbenblindheit. Ja. Also ja, I don't know. Ja, doch, stimmt eigentlich. Also so hätte ich es jetzt einfach... Das ist eine schwierige Frage. Weil... Ja, also ich meine, ein Schmetterling sieht ja deutlich mehr Farbe, als wir jemals gesehen werden. Oder können sehen. Schon? Mhm. Ich weiss nicht, wie viele Ja. Farben die sehen, aber die sehen deutlich mehr als wir. Ja, Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass es noch andere Farben gibt. Und das ist eigentlich noch... Dann kannst du dich so ein bisschen in die Schuhe versetzen von einer eben farbenblinden Person. Oder auch in einer tauben Person, die einfach mit Geräusch... Man hat keine Ahnung, wie etwas tönt. Oder aussieht. Oder für die anderen zumindest. Vielleicht muss man es so sagen. Es ist ja immer lustig, wie die Stimme, wenn man sie aufgenommen hört, auch deutlich anders tönt, als wenn sie einfach redest. Und du Ja, gut, dich das selber ist natürlich, weil die Stimme, die man aufnimmt, wird natürlich auch noch über die Vibration vom Knochen so anders in die Ohren aufgenommen wie so. Mhm. Und wenn du dann Ja. redest, dann hast du halt wirklich nur den Schall, der aus deiner Schnorren rauskommt. So. Aber das finde ich aber auch hure lustig irgendwie. Also es ist immer unangenehm, wenn man sich selber hört, für mich persönlich zumindest. Aber es ist lustig. You know. Ich frage mich einfach immer, wenn wir so ein Buch lesen oder so, Mhm. dann, also wenn ich ein Buch lese, dann ist ja irgendwie immer so eine leislige Stimme in unserem Kopf, die das ja liest, was wir lesen. Ja. Wie ist das bei Tauben? Weil es ist ja eigentlich immer unsere eigene Stimme, aber die wissen ja nicht, wie sie tönen, weil sie ja taub sind. Also das wird jetzt... Das Ding ist, wenn jetzt... Also gehen wir mal davon aus, es ist eine Person, die so im jugendlichen Alter taub geworden ist. Ja. Da habe ich auch mal eine Serie geschaut und da ist einer irgendwie so im Kindesalter taub geworden. Ja. Und er hat es dann so beschrieben, ja, einem, der ihn gefragt hat, ja, weiss er denn noch, wie er tönt oder wie er überhaupt tönt und so. Nein, er weiss nur noch, wie er früher tönt hat. Also seine eigene Stimme im Kopf so gesehen, ist immer noch seine Kinderstimme. Ew. Und das ist auch etwas, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil das entwickelt Nein. sich ja einfach so mit. Ich denke aber, wenn jetzt aber jemand taub geboren wird, ist es schon auch hure schwer beizubringen, was Buchstaben überhaupt sind. Ich glaube, ich habe mal einen Beitrag gesehen, oder so, wo sie gesagt haben, das ist wie, als ob mehr Chinesisch würden wollen lernen. Also die Buchstaben zu lesen. Weil du kannst du kannst nichts damit anfangen in dem Sinn. Weil, ich meine, jeder Buchstabe ist ein gewisser Ton. Aber die Tauben haben das ja nicht, die haben ja Stimmt. Gebärdensprache. Das heisst, die müssen das irgendwie so, ja, keine Ahnung, okay, das heisst jetzt das. Das ist, ja, für die deutlich schwieriger. So basically, die können eigentlich keine Bücher lesen. Ich denke, also, sie können sicher teils Bücher lesen und sie haben es auch teils fix gelehrt. Aber ich denke nicht, dass das viele sind. Lol. Also, ich denke, wenn du so im Alter oder so taub geworden bist oder so, dann kannst du easy das Buch lesen.
dann bist du wahrscheinlich sogar froh, weil das ist dann wahrscheinlich eine der Lieblingsfreizeitsbeschäftigungen. Wenn nicht gerade Sport oder so, hätte ich jetzt gesagt. Oder würde ich mir jetzt einfach vorstellen, vielleicht muss ich das so sagen. Ich weiß nicht, wenn ich taub wäre, würde ich wahrscheinlich irgendwie schiessen oder so. Und dann bist du so der einzige Flexer, der ohne Pamir oder ohne Ohrenstöpsel kann schiessen. Ja, super, dann denken alle, du bist genau wegen dem taub geworden. Ja! Dann ist ja geil, Wir sind auch irgendwann mit dem Religionsunterricht in der Primar, sind wir irgendwie in Berner Dom, nein, das ist nicht der Dom, wie heisst der Berner, der hure grosse, die fette Kille. Keine Ahnung im Oh Fall. Gott, verdammt, wir wissen alle, was ich meine. Auf jeden Fall, jetzt sind wir ab dem Glockenturm so eine Führung haben wir gehabt. Und nachher hat uns so die Frau erklärt, so, ja, früher hat so der Glockenwart, der dort oben im Häuschen drin war, die haben nie irgendwie ihre Ohren geschützt gehabt. Und nachher haben sie wohl immer mal irgendwie gefragt, ja, ist das nicht irgendwie laut? Und er so, ja, man gewöhnt sich dran. So, ja, Ja. dumme Sieg. Boah. Ja. Das weißt du, wie heavy. Also du bist wirklich schnell einfach weg und taub. Also deine Ohrtrommelfell werden einfach zerfickt, Kollege. Bei jedem 12 also. Autsch, lieber nicht. Nein, definitiv nicht, Alter. Hat er eigentlich auch immer so Religionsunterricht gehabt? So irgendwie so ein... Also von der Schule aus meinst du? Ja. Ja, also wir haben Religion gehabt, aber ich weiss nicht genau, was wir dort alles durchgenommen haben. Einfach verschiedene Weltreligionen und Länder und so ein bisschen. Also so das und das ist dort halt Teil von der Kultur, was ich doch nicht war. Es gibt das und das Fest wegen dem und dem, weißt du, so die Sachen. Aber ich bin auch schon noch in Religionsunterricht gegangen, in der Kirche selber. Und ich bin ja Katholik. Ich hatte die Firmung und Kommunion hinter mir. Schon, zum Glück. Und es ist eben, ich bin für ein paar Jahre in Kommunionskurs gegangen. Das ist einfach der Kurs, den du besuchst, bis du Kommunion hast. Und das war voll lustig. Wir haben immer Zvieri bekommen, wir haben gegessen, Sirup getrunken, bastelt, Spiele gespielt, so Sachen. Und dann bin ich mit all meinen Kollegen so gewesen, ey, easy. Oder wir tun uns auch für den Firmungskurs einfach mal anmelden. Das wird sicher auch wieder lustig. Ey, da sind wir einfach jedes Mal für 2 Stunden oder so in der Kille gehockt und einfach nichts gemacht. Ich habe gedacht, Scheiße, ist das schlimm. Also das ist das Herd nicht wert gewesen. Wonderful. Also wir haben irgendwie von der Schule aus haben wir so einen Religionsunterricht gehabt. Bei der Frau Kehrli hätte ich glaube ich keine, wenn ich es richtig weiss. Mega tolle Frau, also mega nette Frau, sag ich. Ist viel besser. Und ich weiss bis heute noch nicht, was uns der Religionsunterricht gebracht hat. Also du bist einfach in die Kirche rauf. Und dann haben wir irgendwelche Sachen gezeichnet. Einmal haben wir Martin Luther King Film geschaut. Das weiss ich noch. Ein paar Mal hat sie so Essen mitgebracht, die wir einfach gegessen haben. Einmal hat sie die originale Bibel oder eine originale Bibel noch für geholt. Okay. Und das ist, glaube ich, alles. Und am Anfang von jedem Religionsunterricht haben wir immer Stille gemacht. Jetzt immer so das hure Metallgläschen da genommen und einen Draht da und dann hast du mit deine Schnorren müssen haben. Ist nicht dafür sagen. Ja. Und in der Betz haben wir dann Ethik- und Religionsunterricht gehabt bei der Madame Zeltner. Das ist eigentlich dann das, was du gesagt hast. Dort haben wir dann so andere Weltreligionen durchgenommen. Wir haben einfach so ethische Sachen behandelt, eben genau so Todesstrafe oder so ein Kack. Mhm. So Sachen. Und So so ein bisschen Sachen philosophiert über die Sachen und so. Das ist interessant, finde ich. Also so über Ja. Todesstrafe und so zu reden. Ich finde, wenn man so etwas in der Schule hat, wo es einfach nur ums Diskutieren geht über ein Thema, fände ich voll easy. Ja. Also würde ich ja gerne, gut, es kommt wahrscheinlich ein bisschen aufs Thema drauf an. Darum, Ja, ja, soll ich also, sagen? darum habe ich so den Wirtschaftsunterricht hure spannend gefunden. In der ersten FMS. Bist du jetzt schon dabei gewesen bei den Bäbseln? Ja, ich habe einiges mitbekommen. Also bist du Aber- schon im Unterricht dabei gewesen, schon, oder? Yes. Ja. Dort haben wir ja auch relativ oft diskutiert, eigentlich so. Also vor Und allem sie und der Raffi. Ich meine es nicht beefmäßig, sondern ich meine es wirklich so über ein Thema halt so. Keine Ahnung. Wer ist schuld für was und so. Und ich habe gefunden, so, das ist eigentlich so genau das Wichtigste. So, was man eigentlich in der Schule lernen muss. So argumentieren, Diskussionen führen, wirtschaftliche Themen, Ethikthemen, wo man so
sich einfach mal so ein bisschen vor Augen leiten, mal von anderen Leuten anlässt, ja, was die eigentlich so davon halten und so. Ich finde das eben hure wichtig. Und ich finde das auch mega geil. Also das finde ich auch, deswegen finde ich auch den Geschichtsunterricht so nice, weil die immer wirklich oft diskutieren und so. Mhm. Ja gut, Und ja. unser Lehrer lässt uns ja immer recht viel Platz, um selber etwas zu sagen. Und er erhofft sich auch eigentlich, dass Leute etwas dagegen sagen. Oder er sagt ja immer, er will, dass wir alles kritisch betrachten. Und eigentlich in die Schule will immer, dass die Schüler alles kritisch betrachten. Ja. Das ist schon seit irgendwie der Primar ist immer so, immer kritisch vorgehen. Okay, in dem Fall. Nachher wundert man sich, wieso es so viel Querdenker gibt. Ja. Das ist kritisch. Aber es ist halt wirklich so, Alter, Geografie-Lernziel, Alter, jedem Lernziel. Sie können das und das kritisch beurteilen, sie können das und das kritisch hinterfragen. Ja, aber also, du bist so, ja, okay, also, was willst du von mir hören? Ja, weißt du, wieso lernen wir etwas, wenn wir sowieso kritisieren müssen? Ja. Aber nein, stimmt eigentlich wirklich. Ja. Kennst du so die nicht kritikfähigen Leute? Mhm, die kenne ich. Also das Ding ist, ich glaube, es kommt immer hart auf Kritik drauf an. Also ich gebe mir möglichst Mühe, offen zu sein für Kritik. Aber was mir komplett gegen den Strich geht, ist jetzt, wenn man zum Beispiel Streit hat. Ja. Und die Person gegenüber von dir wirft dir vor, du bist so arrogant und dumm und was ich nicht was alles, du stellst mich immer als der blöd, böse und so. Ja, das habe ich gerade komisch betont. Blöd und böse und so da und was ich doch nicht was alles. Und dabei sitzt du einfach da und hast nur deine Meinung vertreten und hast nichts gegen die Person gesagt. Und dann bist du so, was machst du gerade genau? Du machst genau das, was du mir vor... Das finde ich scheiße. Und ich kenne recht viele Leute, die eben genau das machen. Und das regt mich dann immer so schnell auf. Also dann, zugeben, sagen sie mir irgendetwas und ich bin echt nicht kritikfähig in diesem Moment, weil es mich einfach nur hässig macht, weil sie mir Zeug vorwerfen, obwohl sie genau das Gleiche gemacht haben. Also wenn ich wirklich einen Fehler mache, probiere ich auch wirklich immer dazu zu stehen. Also, das ist so ein bisschen mein Ziel. Wenn ich merke, oh shit, das ist jetzt nicht gut gelaufen, dann mache ich entweder ein Witzli daraus, am Ende, also weißt du, so, haha, ups, mein Fehler, hihi, Ja. und laufe einfach weiter. Ja, irgendwie so etwas, oder? Oder ich sage einfach, okay, weißt du was, es tut mir leid, du hast recht. Aber ja, irgendwie so ein Zwischending hasse ich. Ja. Ja, ich Also ich weiß weiss nicht. Ja, wie es bei dir keine Ahnung. aussieht. Ich kann nicht wirklich viel. Ich finde es einfach. Auf YouTube habe ich so Kitchen Nightmares geschaut. Oh, ich liebe die Serie. Für die Leute, die das nicht kennen, es gibt so ziemlich, ich glaube, einer der besten Köche weltweit, würde ich jetzt mal behaupten, Gordon Ramsay. Und es gibt dort auch in der Schweiz oder in Deutschland gibt es die Sendung. In Deutschland heisst es Rosins Restaurant, in der Schweiz ist Baumanns Restaurant-Tester oder irgendwie so etwas. Einfach so halt so Profi-Köche, die halt so in Restaurants gehen, die kurz vor dem Pleite oder kurz vor dem Ausstehen und das Restaurant halt die Köche dann um Hilfe bittet, das Restaurant wieder zum Laufen zu bringen. Und Amerika, ist es Amerika oder ist es Großbritannien? Ich glaube schon Amerika. Ich glaube, er ist von Großbritannien. Aber die Sendung ist, glaube ich, in Amerika, gell? Ja, ich glaube, er ist vor allem in Amerika tätig. Die Amerikaner sind ja, will ich jetzt mal so allgemeine, vorsichtige Behauptung machen, ziemlich also arrogant, selbstbewusst. Nicht alle, aber viele. Sehr viele, ja. Also das ist so halt Stereotyp, kann man sagen. Genau. Und es ist halt ziemlich funny, wenn die Amerikaner den Gordon Ramsay zur Hilfe rufen und nachher sagt der Gordon Ramsay, das ist scheiße, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Und die Amerikaner, oh, fuck you, asshole, du hast keine Ahnung, fick dich, gang heim, verpiss dich, gang raus aus meiner Küche. Dann ist so, wieso hast du überhaupt was? Ja, also wirklich, also alle Folgen, die ich geschaut habe, sind einfach so, wo die Owners oder die Köche vom Resti einfach so absolut von sich überzeugt sind, haben das Gefühl, sie machen das Beste und sie sind die Besten und es ist die beste Küche und das beste Restaurant. Ey, das ist like. Ich glaube, ich kenne nur eine Folge, wo er das Essen richtig geliebt hat sogar. Ich weiß nicht, vielleicht hast du sie auch gesehen, ist irgendwie so bei einem jamaikanischen Restaurant. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur die anderen. Und er hat sogar den Teller am Ende abgeschleckt gehabt. Oha.
Also, weil das Problem vom Restaurant war, glaube ich, nur gewesen, wie es ausgesehen hat. Also, es war eben mega klein und eng gewesen. Und nicht schmuddelig, aber es ist halt alt gewesen. Ja. Und ich glaube, das Nicht hat modern. uns so ein bisschen versteckt, ja. Und das ist so das Hauptproblem gewesen. Und ich habe die Besitzerin so lustig gefunden, wie sie ausgerastet ist, wo er mit einem leeren Teller hintergekommen ist. Sie hat gerade ein Foto vom Teller und allem gemacht. Ich so, ha, easy. Ja. Also es hat auch seine guten Momente, aber es ist immer am lustigsten, wenn er einfach Leute beleidigt. Er ist so ein bisschen der Dieter Bohlen von der Kochwelt. Aber in extrem. Also so etwas kannst du in der Schweiz nicht ausstrahlen. Nein, echt nicht. Also Hell's Kitchen, auch schon mal gesehen. Ja, ich liebe die Serie. Habe ich eine Folge geschaut oder so, es hat mir gelangt. Also das ist ja niveaulos, du, sorry, aber... Also, Ja, ich weiss nicht, es ist ja bekannt, dass in Sternenküchen ein strenger Ton herrscht. Aber das, was er macht, das ist Schikanieren schon fast. Also, ja, finde ich jetzt. stimmt. Ist schon Aber ein man bisschen muss an der Grenze. halt auch bedenken, dass er ein wirklich Weltklasse-Chef ist da. Also Chef-Koch, meine ich. Ja. Und er ist sich halt gewöhnt, auch mit wirklichen Profiköchen und so zusammen zu arbeiten. Und wenn jetzt einfach irgendwelche Köche, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, kommen, die einfach so daheim ab und zu für sich kochen, dann verstehe ich schon, dass er seine Ausraster hat, weil er hat wahrscheinlich einfach hohe Erwartungen an die Leute. Ja, aber weißt nur weil er so ein absolut Pro-Koch ist, gerechtfertigt das so ein Umgang. Also ich erinnere mich einfach an eine Szene zum Beispiel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Finale von Hell's Kitchen war oder weiß auch immer, auf jeden Fall, wo sie halt wirklich für viele Leute gekocht haben, wo er so eine Soße von einem probiert hat, wo er sich richtig viel Mühe gemacht hat. Und der Rest von der Küche hat gesagt, sie ist mega gut. Und nachher probiert so der Gordon Ramsay, nimmt einfach so einen Löffel und speuzt einfach den Rest, den er probiert hat, wieder in den Topf zurück. Quasi so, ja, das ist scheiße. Das heisst, er hat die ganze Topfsoße nicht noch einmal können überarbeiten und neu würzen, sondern hat komplett von vorne müssen anfangen, weil er die scheiß Soße wieder rein gespeuzt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ey Bro, geht's eigentlich schon noch? Das ist echt respektlos. Das Wirklich. ist schon ziemlich untere Kasten. Und ich kann wenn man eben dem so sagt. zum so ein bisschen wie so vergleichen und so, ob das in Deutschland oder in der Schweiz auch so ist, habe ich dann halt so ein Doku geschaut, wo so ein ausgebildeter Koch, wo aber Reporter ist, in so eine Sternenküche gegangen ist und dort versucht hat mitzukochen und so. Und ja, der Ton ist verdammt streng. Also es wird laut rumgeschreit, was und wenn einer schnurrt, während der Chef redet, dann heisst es «Hab Fresse» oder «Gang raus». Ganz klar. Aber so etwas wie der Gordon Ramsay dort zum Teil abzieht, das nein, kommt nicht vor. In so einer Sternenküche oder so würde ich fett untergehen, glaube ich. Ich weiß nicht. Also, ja, ich komme einfach, ich habe Tendenz, wenn man mich anfreit oder so und mir Stress machen will, dass ich einfach langsamer werde. das ist Ich mache es nicht extra, aber ich bin einfach so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann tue ich irgendwie überreagieren, weiß ich doch nicht was, und du einfach so langsam, zum Beispiel schneiden. Ich kann nicht schnell schneiden, mein Gott. Man kannst du nicht brauchen in der Küche für so Sachen, wenn es auf die Zeit geht. Entweder wir tun alles davor vorbereiten oder ich stehe nicht in der Küche. Also es ist wirklich kritisch. Ich finde das geil. Stell dir vor, du musst an so einem schnellsten, keine Ahnung, Staufner oder schnellsten Lenzburger säckeln. Nachher führen sie dich auch, hopp, der Raul, oh fuck, ich muss langsamer werden. Das ist so am Laufen. Gut, aber das Ding ist, wenn mich dort anführst, dann ist schon verloren. Das heisst, du bist in der Nähe vom Ziel und du kannst nicht mehr anhalten. Also kennst du das? Ich weiss nicht, Lenzburger Lauf. Ich weiss nicht, ob du den jemals hast müssen machen oder eher auch müssen machen. Einfach nicht ein Schnelllenzer einfach. Aha, Lenzburger Lauf, nein, das nicht. Also, weil das Ding ist, ganz am Ende hat so wie ein Kessel, oder haben wir dem zumindest gesagt, du kommst vom Wald raus, dann geht's runter, und dann wirklich kurz vor der Ziellinie geht's rauf, in Linkskurve und dann bist du im Ziel. Ja. Und der letzte Teil ist so anstrengend, weil genau in dem Kessel sind so viele Leute und du kannst einfach nicht anhalten, weil es dir peinlich ist. Das heisst, du musst rausgesäckelt kommen, ausser Atem wie nur etwas, weil du einfach nicht mehr magst, weil es auf und ab gegangen ist die ganze Zeit. Absäckeln, das geht ja dann noch. Und dann stehen schon die ersten Leute dort. Hopp, es ist nicht mehr weit. Dann denkst du, ja, ich zeig dir nicht mehr weit. Und dann musst du aufsäckeln, die Scheiße. Boah, ich bekomme Krise von dem. Und jedes Jahr kollabieren ein paar Leute am Ziel. Ja, ich weiss es. Also meine Schwester musste gehen und dort hat es auch aus ihrer Klasse das Ausbatzen geleitet. Und das ist einfach so, ach.
Es ist einfach dumm, ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, wie lange ist der? Ich werde nämlich wirklich... Inzwischen wäre ich so eigentlich, ich würde den mal gerne säckeln. Ja, ich meine, wenn du so in deinem Tempo kannst gehen, ja, easy, aber wenn es benotet wird, nein. Aha, ja. Er ist, glaube ich, 2 Kilometer, ein bisschen mehr. Also es ist eigentlich nicht so weit. Es ist einfach von der Strecke selber her recht anstrengend. Mhm. Also es Vergleich zum startet Echolindenlauf. Echolindenlauf ist chilliger, hätte ich jetzt gesagt, weil du Echt? startest, ja, weil beim Lenzburglauf startest direkt am Hang, also am Hang, es geht direkt rauf. Ja, es geht direkt Richtung Wald auf, da am Feld entlang, stimmt. Genau, und das ist, glaube ich, so das Hauptding, was du anstrengend machst. Weil du musst dich erstmal raufkämpfen und dann ist es mehr oder weniger gerade, aber es ist gleich so högerig und es ist halt Walddings. Und Echolindenlauf ist ja der grösste Teil einfach so Kiesweg. entweder teeret oder Kiesweg. Also schön gemacht. Ja. Und ja, also I don't know. Einfach, ich weiss noch, so Teilsleute haben 6 Minuten irgendetwas gehabt. Das war, glaube ich, der schnellste gewesen. Boah. Und der wird halt dort der Sechser gesetzt. Bruh! Und dann komme ich mit meinen 12 Minuten Jahr hoch. Ich glaube, ich bin einfach der einzige genügend Bub aus meiner Klasse gewesen damals. Also beim einen Jahr zumindest. What the fuck, wie krank ist das, Alter? Das ist wieder so etwas... Weißt du, es ist wie wenn jetzt... Stell dir das mal vor, das würde ich sowieso feiern, wenn es endlich mal in der Schule wieder anfangen, im Sportunterricht Skinoten würde zu machen, weil dort könnte ich vielleicht sogar noch mithalten. Aber stell dir jetzt mal vor, du hast irgendwie so einen, wenn jetzt irgendwie... Du hast irgendwie so einen Profi-Jogger in deinem Team, irgendein Fußballer, der das als hobbymäßig jedes Wochenende 10 Kilometer geht joggen oder geht sprinten, Alter. Und nachher setzt er dort einen Sechser oder so. Das ist, what the fuck, was ist das für eine Logik dahinter? Like, Noten setzen für Leute, die nicht wirklich, eigentlich nicht mit Sport, also es ist ja kein Sportkante oder Sportbett, sondern es sind einfach normale Schüler. Ja, Und du setzt dich als Sechser vom Schnellsten, so, hä? das ergibt für mich auch einfach keinen Sinn, weil das ist einfach, was? Setz einfach von vorne an einen Sechser und dann ist halt der Schnellste, hat so oder so einen Sechser. Also spielt es halt keine Rolle. Like, what the fuck? Ja, es ist dumm wie noch etwas. Ich habe vor kurzem mit meiner Cousine geredet und besucht und so und ja. Und sie hat erzählt, sie haben so einen 4 Kilometer Lauf oder irgendwie 4,5, so dort oben oder in dieser Skala. Ja. Und sie hat ihr Bein verletzt gehabt und hat wegen dem nicht mitsäckeln. Also hat sie Zeit gemessen gehabt und der erste ist zwischen 15 und 18 Minuten irgendwo wieder gekommen. Mhm. 4 Kilometer in 15 bis 18 Minuten. Und ich denke mir, was? Mein Rekord sind 5 Kilometer auf eine halbe Stunde. Ich fühle mich so verarscht im Fall. Also gut, er ist ein OL-Läufer, aber gleich. Ja. Das ist immer noch eine kranke Leistung. Das ist heavy. Also du überlegst mir, für den Echolinenlauf haben wir ja 2,5 Kilometer gehabt, glaube ich, oder 2 Kilometer. Mhm. Ich glaube 2,5. Ich glaube 2,5. Und wir haben 11,5 Minuten gehabt. und der schnellste war 10 Minuten gewesen. Also weißt du, so, what the fuck. Das ist einfach krank. Und der hat das Doppelte, hat der 15 Minuten gehabt. Ja, ich verstehe es einfach. Also, sorry, musst halt ein anderes Hobby finden, weil für das habe ich kein Verständnis. Ja. Oh, ja. Ich finde sowieso generell die Notenskalen von diesen Sporttests in der Schule werden immer kranker irgendwie. Ja, also Hürdenlauf war noch gnädig, habe ich gefunden. Ja, Das ist noch voll gegangen. das war okay gewesen. Aber Speerwurf. Das ist krank. Hä? Also, Vor allem, weißt du, wenn er die Note setzt, 24 Meter für einen Vierer, dann gibt uns doch auch fucking genug Zeit. ja, also das Ding ist halt, mir hat er gesagt, ich habe eine gute Technik, aber ich habe die Kraft einfach nicht. Das ist mega belastend, wenn du keine 4 schaffst im Speerwurf, weil du nicht aggressiv genug reinfetzen kannst. Dann fühlst du dich, weißt du, wie verarscht. Ja, das ist sowieso, Gut. als Lauch ist das Leben sowieso generell Ja. ein bisschen belastend. Und dann gibt es so Leute wie der Manu. Ja. Oder der Mario ist, glaube ich, auch so gut. Ja, Wo der einfach Raffi so auch, also der schnell- Raffi aus der Para ist also hure gut. Ja. Und dann gibt es den Jan. Der ist in jedem Sport gut. Also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, aber das ist einfach eins zu viel. Ich weiß nicht, was der im Leben macht irgendwie. Ich glaube, der ist so, ja. Born for Sport. Ja, wirklich. Was ist so das Komischste, was ein Gast jemals bei dir daheim gemacht hat?
Was? Das war jetzt ein bisschen random Übergang, aber ich habe es gemacht. Das Komische, was ein Gast bei mir jemals gemacht hat. Bro, fällt mir echt nicht ein. Mir aber irgendwie auch nicht. Also, es ist so eine dumme Frage gewesen. Aber Bro, wieso? Weißt du, ich habe jetzt so gehofft, ja komm, ich sage einfach mal nein, dann kann der Raoul etwas sagen, was er gemacht hat, und dann kann ich in dieser Zeit überlegen, was ich... Ich kann einfach nichts. Du stellst einfach Fragen, die du selber nicht mehr beantworten kannst. Ja, das Ding ist halt, keine Ahnung, wenn ich zuletzt Gäste hatte. Oder mehr, besser gesagt. Also ich meine, mit Kollegen und so gibt es immer irgendwelche komische Witze, dass ich doch nicht weiß. Aber da kann ich ja gar nicht wirklich etwas aufzählen. Aber jetzt so von richtigen Gästen, also wo die Eltern also befreundet sind mit denen. Ich habe keine Ahnung im Fall. Wir haben mal so ein Krimi-Dinner gemacht. Geil. Also es sind alle verkleidet gekommen, so hippie-mäßig. Und das war mega schräg, weil mein Vater hat eigentlich einen Glatzen, dann aber eine Afro-Perücke angelegt. So easy. Ich kann auch, Alter, oh mein Gott, wir haben im Skilager mal, das ist mein erstes oder zweites Skilager, nein, ich bin nur einig mit den Niederländern mit. Einig niederländisches Skilager. Und dort haben wir das Motto gehabt, Hippie. Mhm. Und dann hat man halt so für den Abschlussabend hat man halt so Hippie-Kostüm müssen mitnehmen. Und meine Mutter hat dann so ein, oh mein Gott, Alter, das ist so fucking geil gewesen, hat so ein, irgendwie so eine Stoffdecke gehabt oder so, wo so wilde Hippie-Muster drauf gehabt, also einfach so, es hat so etwas von afrikanisch gehabt, also so die orange-braune Farbe drauf, aber halt so überall so Kringeli und Kreisel und Muster drauf und so. Und aus dem hat sie mir dann so eine weite Hose, so Elvis Presley-Hose mäßig draus genäht, die für mich damals passt hat. Und dann haben wir noch genau so eine Afro-Perücke gekauft, so einen huere grossen Lockenschopf. Und dann oben drüber, glaube ich, irgendwie so eine Bluse. Ey, Alter, das hat so zum Brüllen ausgesehen im Fall. Das ist so geil gewesen. Ey, ich habe die Perücke irgendwo noch, Mann. Ich muss sie noch suchen, Mann. Ich musst mal mit der in die Schule kommen, ich will es sehen. Nein, ich stell mal ein Foto auf Insta oder so einen Scheiß. Oder jetzt so im Homeschooling. Ah ja, wir haben ja Homeschooling. Oh mein Gott, du Legende, ja! Das wäre legendär, wenn einfach die ganze Klasse mit Perücken alle zusammen. Der Raffi mit seinem Ersten Weltkrieg, oder was ist das, Erste Weltkrieg oder Zweite Weltkrieg-Helm? Ja, scheißegal, mit seinem Militärhelm und ich mit meiner Afro-Perücke. Alter. Ich könnte auch noch meine Afro-Perücke anlegen. Ich habe glaube auch irgendwo noch so eine blonde Frauenperücke. I don't know. Alter, fuck, man, ich muss die Perücke suchen. Ich muss meine Mutter fragen, die hat sie bestimmt irgendwo hat sie die. Und sonst bestelle ich mir eine. Alter, I don't give a fuck. Das wäre hure geil. Jungs, es müssen ein paar mitmachen. Wir machen es sowieso nicht, aber egal. Für die Bock haben, sind irgendwie etwas Behindertes an für ein Homeschooling. Eben, der Raffi macht jetzt sowieso mit seinem geilen Weltkrieg-Helm. Ich nehme Perücke. Raoul, was nimmst du? Du musst auch etwas Ich habe auch noch eine Afro-Perücke, aber ich kann noch mal nachschauen, was ich alles unter habe. Gut. Ich glaube, ich habe auch noch so eine blonde Frau-Perücke, ich glaube, Sonst kannst du dein Harry Potter-Kostüm anlegen. Ja, easy. Am besten noch einen Harry Potter-Hintergrund gerade reinfetzen. Ja, fix. Mach das. Also, weisst du geil. Das wäre zu legendär. Und ich mach eine Afro-Perücke und mach so afrikanische Wüste hinten dran. Ja. So Prärie. Let's go, Alter. Du musst so einen Disco-Hintergrund machen, das wäre fast schon legendärer. Ja, dann muss ich aber auch so Disco-Musik laufen lassen, so Techno. Und immer dann, wenn ich dran genommen werde, hörst du mir so uns. Das wäre hure geil. Ah, shit. Und jetzt eine fette Sonnenbrille. Oh, Ja. damn. Und ich muss noch mit die Challenge mit der Lea machen. Ich habe mal mit der Lea eine Challenge gemacht. Frau Hanschin, unsere super Physiklehrerin, sagt ja immer so oft die ganze Zeit. Wir haben ja mal gezählt, glaube 110 M's in einer Lektion. Mhm. Wir haben das mal machen beim nächsten Homeschooling. Das stimmt. Jetzt fängst du auch schon an, oder wie sehen wir es? Also bei jedem M, wo sie sagt, einen Shot. Ey, ihr werdet sterben. Ich schwimme. Wir sind danach tot. Wir sind halt, ich glaube, wir können gerade Sanitäter voranrufen und sagen, ey, könnt ihr bitte schon mal kommen?
Nein, ich glaube, wir müssen irgendwie etwas nehmen. Entweder ein ganz kleines Schöttchen oder etwas, das nicht ganz so hart reinhaut. Ja, nimmst am besten einfach etwas so richtig sammelst bei Bier, so dort oben. Einfach immer einen das ist Schluck. langweilig. Nein, vielleicht... Ja, also Junge, es wird nicht langweilig. Also wenn sie so viel mal sagt, Ja, dann leerst dann du ist ein dann paar ein Flaschen. paar hundert Schlücke. Ja, stimmt. Dann ist dann nicht langweilig. Ja, keine Ahnung. Oder das Bier von meinem Vater, das hat ein bisschen mehr Prozent als normal, aber die sind nur hässlich. Nein, egal. Mal schauen, ich schreibe dir noch. Da müssen wir auch machen, das ist wirklich lustig. Und das dann irgendwie filmen oder so. Geil. Wir haben ja im PSP-Unterricht haben wir ja Entwicklung. Ja. Also nehmen wir gerade im Moment durch und von wegen Störfaktoren, Anführungs- Schlusszeichen, ich weiss gerade das Fachwort nicht mehr, dass das Baby fehlentwickelt wird, wie zum Beispiel Alkohol. Ja. Und wegen Abtreibung und so haben wir es ja dann gehabt. Ja. Wir haben uns ja dann gefragt, ob wenn man ein Ei isst, ob das nicht theoretisch auch Abtreibung ist. Weißt du, es ist so. Weil, Weißt, Leute, ihr müsst das euch mal vorstellen. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Moment der Raum mit dem zu mir gekommen ist. Aber wir sind einfach irgendwie heimgelaufen oder es ist nach der Stunde gewesen, und so aus dem Nichts kommt er so mit dieser Frage so, wenn man ein Ei isst, ist es dann auch Abtreibung? ja, also ich meine, es ist ja theoretisch so. Oder ich meine, man kann sagen, es ist nicht befruchtet. Die meisten zumindest. Aber ich weiss, dass in China zum Beispiel ist es ein beliebter Snack, Eier mit so, ich weiß nicht, ob es Embryo oder Föten oder was auch immer drin ist. Weil, also ein Kollege von mir, ein Kollege von der Familie besser gesagt, der wohnt in China mit seiner Frau zusammen. Und sie haben auch mal so einen Filmabend gemacht und dann hat er halt so Chips und so entdeckt gehabt. Aber die sind sich gewohnt, häufig so etwas zum Nagen in der Art haben. Das ist halt ein beliebter Snack dann. Wow. Ich dachte, damn. Ok. Huch. Boah, das ist richtig hässlich. Ich habe vorher eine Frage gelesen. Irgendwo, was ist das, was dich zum letzten Mal zum Kotzen gebracht hat? Jetzt weiss ich eine Antwort. Wer, Alter, die Vorstellung, Kollege. Es ist nicht so eine angenehme Vorstellung, aber das Ding ist halt, ich meine, vor allem früher in der Antike, es sind so Sachen nicht abnormal gewesen. Nein, Du hast logisch halt den Kopf nicht. von einem Vogel gegessen oder so. Aber es entspricht einfach überhaupt nicht mehr der Norm von heute. Das ist ja verdammt Das ist so. Unserer Norm zumindest. Also es ist schon eher speziell, aber eben theoretisch ist es ja Abtreibung. Also wenn wir das jetzt mal so abstempeln können. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich... Du bist also quasi, wenn man so ein Ei isst, ist man also quasi so fast wie die Pille. Also, warte mal. Sagst du, der Mensch ist wie die Anti-Baby-Pille? Ja, fürs Baby, du hast schon gesagt, es ist eigentlich nicht befruchtet so. Aber es ist halt so... Ja, I mean, wir sind Anti-Baby-Pille, wenn du so willst. Aber ist dir das nicht auch mal so aufgefallen, dass so die Verhütungsmittel, die Frauen haben, einfach so absolut abgefahrene und abgefickte Namen haben? So Diaphragma, Anti-Baby-Pille. Das ist ja... Und dann so kommen so die Jungs so schon. Kondom. Ja, aber das Ding, es ist schon verdammt traurig, wie Frau muss so Hormonpräparate, man sagt doch nicht was alles nicht, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Und obwohl es das Gleiche auch für den Mann gibt. Ja. Also das ist ja dann auch so ein bisschen, ja, ok, das ist jetzt ein bisschen ein Witz, aber easy, weil ich meine, in der Schule, ich glaube, wir haben es einmal angesprochen gehabt, aber nie grösser. Und man würde denken, dass heutzutage, wo wir ja eigentlich auch schon weiterentwickelt sind, wenn man so sagen kann, dass wir schon eher davon reden. Ja. If you know what I mean. Ja. 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 Oh, kein Kommentar. Aber ja, was soll ich noch sagen? Ich weiss nur, dass wir eigentlich wieder bei der Zeit wären für eine nächste Runde Fragegenerator. Ja, das habe ich mir auch gerade vorher gedacht. Ausser du willst noch irgendetwas hinzufügen. Nein, ich glaube es nicht. Ich wollte es einfach noch ein bisschen rausziehen.
dass wir wirklich bis zu den 40 Minuten kommen. Ja. Okay. Alles klar. Also, Jungs, ihr wisst, was das heißt. Der Fragengenerator. 3, 2, 1. Der Fragengenerator. Okay. Easy. Okay. Es ist wirklich jedes Mal einfach immer wieder, du bist so am Schätzen, wie lange der hure scheiß Fragengenerator hat. Ich schwör. Oder bist du am Zählen gewesen? Ich tue immer so 3, 4, 5 Sekunden abzählen. Ah, okay. Aber ja, es ist immer so, langt das jetzt oder nicht? Ja. Weißt du, theoretisch wäre scheißegal, ich könnte das alles so zuschneiden, aber Ja. ja, ich könnte es einfach. Ach so, egal. Also, Jungs, ich spinne eine Runde. Da. Ist Bildung ungesund? Eigentlich ja nicht. In der Regel nicht, sagen wir so. Die Ich sag Falschbildung einfach- vielleicht ja. Was wenn? Die Falschbildung. Aha, Also wenn du falsch irgendwie ausgebildet wirst, dann kann es blöd enden. ja. Oder was auch grusig ist, wenn Leute das Gefühl haben, sie haben eine gute Bildung, das aber actually nicht der Fall ist. Yes, Das ist- das ist bitter. Das ist auch ziemlich ungesund. Ja, so kann man sagen. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach zu der nächsten Weiterbildung. Ich weiss nicht, ich glaube nicht, dass wir noch gross ausführen können. Nein, ich glaube auch nicht. Okay, also. Du musst Geräusch machen, komm. Ruggel, 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 ruggel. Brudi, was? Okay, also. Ist Meditation gefährlich? Bro. Very much. Du kannst so versinken, dass du nie mehr wiederkommst. Also, weißt, natürlich ist es nicht gefährlich. Wir können es höchstens noch aufs Setting beziehen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Eiffelturm oben so ganz Ja. auf der Spitze probierst zu meditieren, das wäre gefährlich, ja. Aber wenn du jetzt einfach so für dich irgendwo hockst, nein, sicher nicht. Aber weißt du, ich komme so, ja, auf dem Eiffelturm, ja. Ja, ich kann halt erst gedanklich Hä, sein, aber etwas weißt du, Schönes, wieso kommst du nicht mit Meditation auf dem Flugzeugflügel? Das ist doch viel naheliegender als Eiffelturm. Dann bist du näher am Himmel, oder? Ja. Ja. Nein, aber ich habe mal eine interessante Doku über Meditation bzw. so Yoga-Shit gelehrt, geschaut. So, wo es um das Thema Drogen oder so gegangen ist. Und die haben halt einfach durch eine spezielle Atemtechnik, kommen sie halt einfach in den gleichen Zustand, wie wenn du, ich glaube, Kokain nimmst oder Heroin. Ich weiß es nicht. Ja, huch. Einfach irgendeine Droge, kommst du in den gleichen Zustand mit der Atemtechnik. Aber es macht nicht süchtig. Geil. Und es ist nicht schädlich, aber deine Psyche, es ist verdammt heftig. Also ich finde, Meditation ist generell extrem useful. Also auch verdammt mächtig, sage ich jetzt mal. Mhm. Also jetzt nicht auf Star Wars bezogen oder so, aber wir kennen ja die ganzen Mönche aus den buddhistischen Kloster. Also was die ja allein mit ihren Gedanken einfach nur machen. Also weißt du, so, einfach über Fähigkeiten vom Körper hinausgehen. So. Einfach nur mit so... Aber, also, geht es im Meditieren im Prinzip nicht eigentlich darum, an gar nichts zu denken? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, gut. Ja, ich kann jetzt ein bisschen, so ein bisschen abweichen und so ein bisschen mehr. Ja, ja. Aber ja, wahrscheinlich schon. Also ich weiß schon, was du meinst, aber ich persönlich könnte jetzt nie meditieren, glaube ich, weil, Ja. ich meine, ich sitze da, okay, jetzt denkst du nicht, fuck, du hast daran gedacht, dass du nicht denken sollst. Ja. Jetzt denkst du daran, dass du nicht denken sollst, obwohl du nicht an nichts denkst. Also weißt du, Genau. es ist immer genau das, und du bist so, why? Aber das ist wirklich das. Das stimmt schon. Nein, aber Meditation, also, ich kenne einen Schlagzeuger aus der Band vom Luke Mockridge, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Oh. Keine Ahnung. Ja, ist gleich. Auf jeden Fall, der tut regelmäßig und oft meditieren. Und für ihn ist es wie so eine Möglichkeit, einfach aus dem Alltag rauszukommen. Und ich würde das behaupten, ich brauche das nicht und ich hätte die Zeit gar nicht, sondern die Zeit, die ich fürs Meditieren verwende, wollte ich lieber fürs Musik machen verwenden. Hat für mich den gleichen Effekt. So. Aber ja, also ist ganz klar, Meditation ist eigentlich nicht gefährlich, wenn du es nicht am falschen Ort machst. Zum Beispiel auf einem Flugzeugflügel oder auf dem Eiffelturm. Okay, also, wollen wir weiter? Easy. Okay, also.
Ratatatata. Ist Heimat gefühlvoll? Also, I mean... Also meinen wir jetzt Heimat, das Land, in dem du lebst? Das ist jetzt genau für das. Es war wieder Ausstellung Heimat gewesen. Ja, die war voll toll gewesen. Gell? So, die haben sich, für die es nicht kennen, da in Lenzburg, früher im Stadtpfarrhaus, jetzt an einem neuen Ort, jetzt immer so Ausstellungen gegeben. Zuerst war irgendwie gesundheitsmäßig irgendetwas gewesen. Entscheiden ist als erstes gewesen, nachher ist Geld gewesen und dann ist Heimat gewesen. Und dort werden halt wirklich so Themen, ist quasi so museumartig, sag ich jetzt mal, aber es ist schon ausstellungsmäßig. Und bei der Ausstellung Heimat haben sie sich halt quasi die Frage gestellt, was ist eigentlich Heimat? Eben, das ist, die einen definieren als Heimat ihr Heimatsland, dort wo sie geboren sind oder dort wo sie ursprünglich herkommen. Andere dort wo sie leben, wo sie aufgewachsen sind. Andere, denen ist scheißegal, was die Settings sind oder wo sie sich befinden, solange die richtigen Menschen um sie herum sind und so. Also, bevor wir jetzt mal schnell die Frage klären, Raoul, was ist für dich Heimat? Eigentlich einfach dort, wo ich mich wohlfühle. Und mein Beweis dafür ist, dass wenn wir zum Beispiel in der Ferien sind und ich sage, gehen wir zum Hotel zurück, dann sage ich nicht, gehen wir zum Hotel zurück, sondern gehen wir heim. Mhm. Das ist meine Erklärung. Boom. Und was kannst du erklären, was dich dazu bringt, ob dich wohl zu fühlen oder nicht? Ja, eigentlich einfach die Leute, das Setting, also halt die Stimmung allgemein, wenn das Sinn ergibt. Ja. Also wenn du jetzt irgendwo bist, wo 24/7 Deutschrap gelost werden, alle mit diesen Sackhosen da rumlaufen und irgendwie die Seiten auf Null rasiert und so, dort fühle ich mich nicht wohl, also ist das für mich nicht Heimat. Dort gehe ich nicht hin. Aber jetzt einfach so zum Beispiel ein bisschen im Wald spazieren oder so, mit Kollegen von mir aus oder mit Familie, finde ich voll easy. Okay. Also, ja. Gut. Für mich? Yes. Ich glaube, für mich sind auch die Leute am wichtigsten. Also, und ja, halt Kultur eigentlich auch. Also so, ich muss mich, es ist gleich wie dich, ich muss mich auch wohlfühlen, aber ich kann jetzt nicht genau aufzählen, welche Aspekte dazu führen, mich wohl zu fühlen. Aber es ist sicher einmal die Umwelt, wie ist es? Ist es städtisch, ländlich? Ist es temperaturmäßig und so ein Scheiß? Und dann vor allem eigentlich die Leute. Also ich sage mal, ich könnte mit meinen Kollegen, glaube ich, in fast jedes Land und ich würde mich trotzdem noch wohlfühlen. Ich würde mich vielleicht nicht gerade, die Hause fühlen, aber also nein. Für eine kurze Definition, mein Zuhause ist da, wo ich eigentlich aufgewachsen bin. Mhm. Okay. Aber mit den richtigen Leuten. Wenn die Leute nicht mehr da sind, dann wäre es nicht mein Zuhause. Okay, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und jetzt zurück zu der Frage, ist Heimat gefühlvoll? I mean, so wie wir es jetzt beschrieben haben, ja eigentlich ja. Ich meine, wir haben es beide vor allem mit Gefühl und den Leuten rundherum beschrieben. Ja, mit viel Emotion auch. Ja, genau. Also ich denke, das beschreibt es ja halt eigentlich gerade. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, gut. Next Spin. Muss ich. Ja. Bratatata. Jetzt wird's schlüpfrig, Jungs. Ist Sex ein Spiel? Es kann eins sein, wenn es willst. So. Komm. Ja. Soll ich? Okay. I mean, ja, ich meine, du spielst, wenn du so willst, mit der anderen Person. Würde ich jetzt mal sagen. I mean, also was willst du? Also, okay, warte, ich stelle eine Gegenfrage. Als was würdest du Sex dann fast bezeichnen? Als GV. GV? Geschlechtsverkehr. Ja, bruh, nein. Nicht das Synonym. Das ist eigentlich noch eine interessante Frage. Ich kann mal googlen, was das kann man googlen. Google. Ja, ich weiß nicht, ich verwende es einfach als Synonym. I mean, es ist halt einfach... Eben, schau, die sagen auch Geschlechtsverkehr, sexuelle Bestätigung. Ja, es stimmt schon, das ist ein Synonym, das stimmt schon, aber ich meine, als was würdest du Sex beschreiben? Also ich meine, da ist jetzt die Frage, ist Sex ein Spiel?
Ja. Aber was wär's, wenn es kein Spiel ist? Also das ist meine Frage. Liebe. Ja, okay, also Nein. wenn du jetzt einfach schon irgendjemanden liebst, ist das auch Sex, oder wie sagen wir es? Okay. So easy. Let's fuck. Das ist eine, ja, also was wäre es nicht, wenn es kein Spiel wäre? Spaß. Ja, nein, dann kommst du auch wieder, wenn es Spaß ist, ist es dann auch Sex. Du Ja. kommst auch wieder aufs Spiel, irgendwie, ist das Ja. Also ich meine, im Prinzip kannst du ja sagen, es ist ein Spiel. Ja, aber eigentlich ist das schon etwas Ernstes. Ja, also es ist ernst, aber ich meine, es gibt auch Spiele, wo man ernst spielt. Oh Gott. Come on, Alter. Ja, also gut, dann belassen Also wir es meine Antwort ist ja. Gut. Dann folge ich der Antwort auch und sage auch ja. Gut, gehen wir noch zum letzten Spin. Ist Geiz kalt? Geiz. Also im Ja. Sinne von geizig sein. Ja. In der Regel. Oder? Also ich hätte jetzt gesagt, eine geizige Person ist eher kalt. Ja. Wobei, das ist jetzt eben genau. Das ist jetzt genau Halo-Effekt. Das ist jetzt genau das, mit was wir das Experiment, das wir gemacht haben. Man tut da eigentlich jetzt eine geizige Person anhand von dem Geizigsein beurteilen, dass sie kalt ist. Obwohl man eigentlich nur eine Eigenschaft weiss, und zwar, dass sie geizig ist. Huch. Ups. Gut. Entschuldigung, ist etwas runtergefallen. Keine Ahnung. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass eine geizige Person automatisch kalt ist. Also kalt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich hätte jetzt gesagt, Tendenz eher kühl zu sein. Also habe ich jetzt das Gefühl. Ja, ich weiß nicht. Also, das Ding ist halt geizig. Ich meine, wir haben eine Nachbarin da. Und sie ist auch wirklich sehr, sehr geizig. Also, sie gönnt aus sich selber nichts. Mhm. Obwohl sie wirklich auf genug Geld sitzt. Aber das ist so wirklich eine von den nettesten Personen, die ich kenne. Die hat mich früher immer genommen, hat gekocht für uns und alles. Also, darum macht das für mich nicht so richtig Sinn. Also, geizige Person heisst nicht automatisch, dass du kalt bist oder so. Gut, ja, Keine Ahnung. gut, das stimmt schon. Okay, man muss vielleicht ein bisschen spezifischer sein im Sinne von kalt. Im Ausgeben, im Sachen ausgeben für andere oder für andere etwas halt eben geldmäßig zum Beispiel jetzt zu machen. Ja. Ich weiss ja, also wir tun jetzt geizig halt auch einfach hart nur aufs Geld beziehen, aber eigentlich kannst du es ja auch auf mehr Sachen beziehen. Ja, eigentlich niemandem etwas gönnen. Mhm. Oder außer jetzt vielleicht sogar nicht mal sich selber. Ja. Weiß nicht, ja, was wollen wir als Schlussfolgerung oder als Antwort nehmen? Wer auch immer das lost, soll sich selber eine Meinung bilden. Okay, gut. Also, Dann sind ja. wir schön aus dem Schneider. Ja, ich glaube es auch. Das ist gut Gut, so. perfekt. Gut. Wir haben vorher über, ich schließe einfach mal eine von meinen Fragen ein. Wir haben vorher über Heimat geredet und wo du dich wohlfühlst. Ist das Land, ist es ein anderes Land, ist es dort, wo deine Kollegen, Freunde und so sind? Gibt es ein Land, wo du überhaupt nicht ernst nehmen kannst? Überhaupt nicht ernst nehmen. Ja. Also das Ding ist halt, ein ganzes Land ist recht schwer zu dingseln, aber ich habe das Gefühl, eine von der höher gestellten ist wahrscheinlich die USA. Wobei, ich muss sagen, seitdem der Biden gewählt worden ist, habe ich deutlich mehr Respekt wieder für die USA, als wo der Trump noch war. Same. Weil das Ding ist, seitdem der Trump gewählt worden ist, habe ich für die letzten 4 Jahre so keinen Respekt irgendwie dafür gehabt. Weil dann bin ich so, ja, die haben so einen Vollidiot gewählt, also das kann ja nichts Gescheites in denen sein. Und jetzt, wo der Biden endlich mal dran gekommen ist, habe ich wieder Hoffnung und habe das Gefühl, die sind ja gar nicht, also sind gar nicht mehr so schlecht dran. Wenn das Sinn ergibt. Ja, doch, ich glaube schon. Aber ich muss auch sagen, jetzt, wenn man es auf Europa bezieht zum Beispiel, da habe ich mit Polen so meine Mühe. Weil die sind brutal rechtsorientiert. Und ich meine, nicht alle Leute logischerweise, aber ich habe einfach mit denen,
mit der Regierung oder wer auch immer dort zuständig ist, alles. Mit der grundsätzlichen Tendierung oder Einstellung einfach zu kämpfen. Genau. Also ich meine, ein bisschen rechtsorientiert, die Schweiz ist auch eher rechtsorientiert, das kann man glaube ich sagen. Die Schweiz ist rechtsorientiert, meinst du? Also ja, nicht ziemlich mittig, hätte ich Eben, jetzt ja. gesagt, aber vielleicht ab und zu Ich hätte- Tendenz ein bisschen also mehr rechts zu gehen. Schon. Ja, also ich Ich habe hätte einfach schon- das Gefühl, wir sind in einem harten linken Umfeld aufgewachsen, aber ich glaube, es sieht nicht überall in der Schweiz so aus. Aha, ja. Weil die SVP ist ja immer noch die grösste Partei. Das stimmt, ja. Also das ist, ja. Ja. Ein bisschen rechts ist ja nichts Schlimmes, aber so rechts, dass es eben eigentlich Abtreibung zum Beispiel komplett verboten wird. Egal mit welcher Begründung, dann schaltet es mehr ab. Das stimmt, ja. Weil das ergibt für mich einfach keinen Sinn dann. Und also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber das sind so, glaube ich, meine 2 Länder, wo ich in dieser Ansicht einfach Mühe habe. Ja. Ich weiß nicht, wo ich nicht ernst nehmen kann. Ich finde so Länder, wo von der Regierungsart, Regierungsform, sagen wir das so? Ja. Ja, ich sage es einfach so. Zurückgeblieben sind im Sinn von einer alten Regierungsform oder eine, finde ich, heutzutage nicht angepasste Regierungsform haben, die kann ich zum Beispiel mit denen, also da gehört zum Beispiel meiner Meinung nach Nordkorea drunter. Mhm. Also mit Diktaturen. Und ich könnte das alle mal ausprobieren, die bis jetzt gelassen haben. Wir sind jetzt 56 Minuten 40 am Aufnehmen fast. Wo bis jetzt da gelassen haben, gehen mal googlen. Geht mal in Google einfach Nordkorea ein und dann geht auf Bilder. Und dann geht Südkorea und geht auf Bilder. Ihr werdet bei Nordkorea so etwas komplett anderes sehen als bei Südkorea, obwohl das eigentlich früher mal ja ein Land war, Korea. Mhm. Ich finde das einfach richtig traurig, dass es einfach so immer noch so einen einzigen Typ gibt, der über alles bestimmt. Und wo Das die ist volle so. militärische Gewalt hat. Und das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Und ja, natürlich Platz 2 ganz klar USA. Also vor allem zur Zeit zu Trump. Aber ich sage jetzt mal, ich habe jetzt wieso, wo der Biden jetzt ist, eben, wir haben es auch wieder gesehen, er hat ja, jetzt kaum ist er ja wieder zum Präsident, wieder, what the fuck, zum Präsi jetzt endgültig oder vereidigt worden und jetzt Amtsübergabe, ist er ja direkt mal wieder im WHO-Klima Abkommen eintreten und so, ja, das, wo der Donald Trump überall raus ist und so. Und ich sage jetzt mal so, das sind einfach so Sachen, wo ich sage, ja, gut, hat das gemacht, so, das unterstütze ich voll, ich bin froh, dass er das gemacht hat und so. Und ich gebe jetzt den USA wieso, oder natürlich Amerika, also ich meine, ist ein amerikanischer Präsident, einfach so eine zweite Chance jetzt noch einmal quasi so zum. Aber ja, zur Zeit von Donald Trump habe ich mir schon gedacht, ja, der Donald Trump hat irgendwie so Einfach das alles Klischee ruiniert. von Amerikanern repräsentiert. Ja, das ist wirklich so. Er hat jedes Stereotyp gefühlt irgendwie erfüllt. Ja. Und das ist schon mega Dumm, traurig. arrogant. Isst nur Fastfood. Ja, genau. Ist einfach- machtsüchtig. Ja. Dick. Ich meine, Ja. ich stehe zwar nicht für Bodyshaming, aber bei dieser Es ist- Person es ist juckt einfach es so mich ein jetzt Klischee. hart nicht. Ja, es sind halt, er erfüllt wirklich gefühlt jedes Klischee. Wirklich. So, und deswegen habe ich das einfach wirklich so nicht ernst nehmen. Und auch die Videos, die zum Teil rumgecruised sind, was hast du das Video gesehen von dem Reporter, wo ein Amerikaner gefragt hat, ja, Donald Trump ist ein Idiot, hätte ich gesagt, ja, er ist ein Idiot. Aber sie haben ihm trotzdem gefällt, ja, habe ich. Ja, so, Bro. Ich habe vor Das ist kurzem einfach- einen gesehen, und er hat irgendwie gesagt, wie ist das nochmal gegangen? Die Frage weiss ich gar nicht mehr. Er hat einfach gesagt, die Republikaner, die 2, wir sind nicht dumm, wir sind Genies. Nein, der Trump ist ein Genie. Für das steht das J in seinem Namen. Und das hat mir so weh gemacht, dass sie Genie mit J würde schreiben. Ich dachte, was? Also, das ist ein anderes Niveau an traurig, weil Genie, das ist jetzt so ein Wort, das schreibt mir einfach richtig. Habe ich jetzt das Ja, Gefühl. Also und ja, auch- wenn, das sind einfach kleine Kinder, die es falsch schreiben. Ja. Aber nicht in so einen 50-jährigen Mann, der Schulbildung und alles hatte. Ja, und ich finde auch irgendwie so, ich finde es einfach krank, wie viele Anhänger der Trump hat, noch bis zuletzt. Eben auch der Sturm aufs Kapitol hat auch wieder gezeigt, was einfach bei denen abgelaufen ist, so im Kopf. Die sind komplett einfach, ja,
Es ist krank, wirklich krank. Also das kann man einfach nicht so bringen. Und da fühlen sie sich irgendwie verletzt, weil sie kein Dings bekommen. Wie heißt das? Pardon da, wo der Trump einfach so irgendwelchen Leuten verteilt hat. Ah, keine Ahnung. Also, weißt du, was ich meine? Aber Nein. der Präsident kann unschuldig sprechen? Nein. Freisprechen? Okay. Also ich weiß nicht das richtige Wort, aber auf jeden Fall sagen, du bist entschuldigt, du musst nichts wegen dem absitzen oder irgendwie so etwas. Und er hat das mega vielen Leuten gemacht. Aber er hat es nicht seinen Anhängern gemacht, die verhaftet worden sind wegen dem ganzen Zeugs da. Aha. Jetzt hat er aber wegen dem auch wieder ein paar Leute verloren, weil die einfach brutal beleidigt waren. So, hallo, er hat uns nicht beschützt, wie er gesagt hat. Und dann dachte ich, okay, sorry, bist selber schuld. So, eben, das sieht man eigentlich so, die haben den Donald Trump so hart vergöttert, also als ob er so der fetteste Gott wäre. Das kannst du einfach nicht bringen. Ja. Ja. Ja, es geht eigentlich Ja. nicht zuzufügen. Okay. Schreibt mal, im haben so oft schon Leute aufgefordert, etwas in die Comments schreiben. Ich habe aber etwas gemacht, aber die bis dahin hören, schreibt doch mal in die Comments, welche Länder könnt ihr nicht ernst nehmen. Oder es ist halt einfach uns privat. Wenn es Ja, in den da Comments wird- unangenehm ist. Genau, da würde es wirklich mal interessieren. Welche Länder könnt ihr überhaupt nicht ernst nehmen? Und vielleicht, was ist eure Definition von Heimat? Das ist auch noch spannend. Mhm. Und vielleicht noch dran denken, warum wir ein Land oder einen gewissen Bereich vom Land nicht können ernst nehmen können. Wenn jetzt Jo. zum Beispiel Polen, habe ich ja gesagt, kann ich nicht unbedingt ernst nehmen. Damit meine ich einfach eben die momentan an der Macht sind. Genau. Nicht alle Menschen, weil ich meine, ich Die kenne können ja nicht... nichts dafür. Ja, genau. Ja. Ja, I mean, ja, das ist mir Ja. ruhiger gesagt. Also ich habe schon noch wieder so eine random Frage. Okay. Aber wenn jetzt irgendeine Person, wo du kennst oder nicht kennst, einfach jemand Jungs, dich fragt, ob er dein Schüler sein darf, was bringst du ihm bei? Es kommt darauf an, für was er mich fragt, ob er mein Schüler darf sein, aber sonst natürlich schon. Also, was ich mal fett Bock hätte, wäre irgendwie so ein Schlagzeugkurs zu machen oder so. Also wo du leitest in dem Fall. Ja, da wäre hure geil. Also natürlich auch, wo ich mitmache, mit irgendwie Benny Grab oder so. Benny Grab, absolutes Vorbild, der beste Schlagzeuger, den ich kenne. Einfach, also ja gut, abgesehen vom Dave Weckel, aber Benny Grab einfach richtig geil. Der ist by the way Deutsche. Lol, mein Deutsch ist auch nicht mehr Deutsch, egal. Nein, aber da würde ich gerne mal machen. So ein keine Ahnung, einfach so Anfängerkurs oder auch fortgeschrittene Kurs oder so, sofern ich dort noch etwas beibringen den Leuten. Aber nein, da wäre ich fett dabei. Oder auch generell einfach irgendwie, ja, nein, einfach so ein Schlagzeugworkshop, das wäre geil. Mhm. Also ja, Schlagzeug würde ich ihm beibringen wollen. Okay. Und du Oh. Schach. Nein, so gut bin ich nicht im Schach. Ich würde so gern, das ist so dumm und wir können es nur mal als Witz machen, eigentlich, ein Meme-Workshop. Oder so Wein-Workshop oder so, das wäre so lustig zu machen. Wo einfach eine Woche lang oder so nur Memes und Weins und so durchgehst und anschaust und über die diskutierst und vielleicht sogar nachstellen. Oder ich habe eigentlich gesehen, dass es so eine Kostümparty gegeben hat, wo alle als ein Meme verkleidet haben müssen kommen. Und das habe ich so geil gefunden. Aber weißt du, wo ist der Sinn dahinter? Also jetzt nicht, dass es mehr Hey, sinnvoller ist, I Leute mean- Schlagzeugspielen beibringen, aber... Ich brauche keinen Sinn, um etwas beibringen. Okay, Also es ist, was bringst du ihnen denn genau bei? Memes zu erstellen Weißt du- oder Memes zu analysieren? sie zu anwenden im Alltag, sie zu verstehen, zu analysieren. Und das Wichtigste, es ist ein Teil von der Kultur. Also Jungs, wer Interesse hat, Schlagzeugkurs oder Meme analysieren, erstellen, Umgangkurs, Hell yeah. meldet euch. Ja, Das wäre fett geil. Ich würde mein Leben feiern. jetzt hast du so einen Monat so 100 Nachrichten. Ey, ich bin dabei. Ey, scheiße, man. Ich Das glaube, hätten das wir... könnte auch voll zum Beispiel mit der Vanessa oder der Esma so zusammenleiten. Ja, genau. So Das wäre der- kein Problem, weil der einfach Meme-Kurs. 24/7 etwas quoten und so. Es kommt einfach niemand raus. Hey, scheiße, nachher reden alle nur noch in Memesprache und Weinsprache. Also, Da siehst du, wie keine Lehrperson mehr rauskommt. ja. Da steht auf dem Test irgendetwas so, ein Weinquote oder so. Und er liest und ist so, was?
Hey, Tanji hat das Gefühl, sie muss eine Psyche, Mann. Ja. Also, Es wäre schön geil. Aber aber habt ihr auch mal irgendwie so in der Schule so eine Keimsprache versuchen zu erfinden? So zum Kommunizieren? Ja, ja, nicht wirklich. Also ich denke, das Nächste, was ich jemals gesehen bin, das war keine wirkliche Keimsprache gewesen. Aber das war, weißt du, wo die Mira da beigebracht hat, mit einer Hand die Buchstaben da zu machen. Also Taubheitssprache, internationale Taubheitssprache. Genau. Mit dem hat sie mir einiges mal, oder mit der Wally zusammen, glaube ich, beim Franz-Test, habe ich Ja. das eine Verb nicht mehr gewusst. Dann habe ich sie so können fragen. Oha! Also, Eben, das habe ich aber oft gedacht. Die Wally und Mira, die machen das, glaube ich, noch relativ oft. Oder haben es eine Zeit lang relativ oft gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob sie es immer noch machen. Aber das Ja, ist super geil. es bringt eigentlich überraschend viel. Ich muss es auffrischen, weil ich kann es eben eigentlich nicht mehr so richtig. Ich kann es noch nie wirklich können. Nein, wir haben in der Betz hat mir mal die Bettina Grüfnisch versucht beizubringen. Was probiert beizubringen? Grüfnisch, kennst du nicht? Nein, was diese? Du tust quasi hinter jedem Vokal tust du quasi wie eine Wiederholung mit dem I hinten dran hängen. Also zum Beispiel, ich kann es eben auch nicht so gut. Ich kann es mal eine Zeit lang habe ich es fast flüssig können. Also schreiben habe ich es flüssig können. Also wenn ich nehme mal jetzt deinen Namen Raoul, das wäre Rana Faunuful. Rana Faunuful. Wieso heißt das? Was? Du tust quasi hinter das A, machst du so ein Anafa. Also hinter das A machst du ein Nafa, also Ranafa, glaub. Aha. Und nachher hinter das U machst du es Unufu. Und dann ist es Ranafa Unuful. Und wenn du dort so wirklich also ganze Sätze damit abträllerst, da kommst du nicht mehr raus, aber wenn du es verstehst, bist du die Maschine. Und du tust halt das eigentlich bei jedem Namen machen. Also mein Name wäre quasi Jono. Weg schnell. Jono. Fuanafa. Jono Foshunu Fuanafa. Bruh. Das ist ja hure aufwendig. Ja, ich weiß nicht, ob es genau so geht. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es könnte auch sein, dass man nur ein F und dann noch der wiederholte Vokal in dran also Jofoshufuafa. Aber ich glaube, es ist schon. Aber ich glaube, es ist schon mit N. Nein, es ist glaube schon mit N. Also Jonofoshunufuanafa. Aber Also der es ist ist- hure OP im Fall. Also, grüßen Gruß und übrigens an dich, Bettina, falls du den Podcast hörst. Sie jetzt, glaube ich, wirklich eine Zeit lang flüssig kann. Also ich kann es immer noch flüssig. Also fließend, also zumindest hure gut. Und das ist wirklich hure geil. Es gibt auch von Instagram-Account vom Radio Energy, die haben mal so eine Nachrichtensendung gemacht auf Grüfnisch. Komplett. Die können das auch komplett flüssig. Richtig abgefuckt, aber hure Das geil. ist so. Also ich meine, es ist cool, aber es bringt dir einfach nichts. Also weißt du. Oder im Radio zumindest. Ich weiß nicht, was du damit erreichen willst. Ah, ja, aha, nein, die haben das nicht offiziell. Weißt du, die machen immer so Meme-Videos und so. Die haben sie einfach mal so Nachrichtensendung. Aha, okay. Ich habe mal so eine richtige ganze Sendung. Nein. Einfach komplett. Ich dachte, Hure. oh, easy, oder? Okay, jetzt zum Beispiel, jetzt gebe ich dir mal das Quiz, Raul. Okay. Inifich, Hanafan, Bonofok, Unufuf, Schonofoki. Ich habe Bock auf Schoki. Hey. Du Maschine! Eben. Gut, das ist jetzt noch gegangen. Ich meine, jetzt nicht so viel Vokal gehabt. Ja, das ist noch ein einfacher Satz gewesen. Es war gnädig gewesen. Gnädig. Ja. Also zum Lesen würde es vielleicht noch gehen. Da kannst du Teile ja immer einfach rausstreichen, aber zum Reden einfach nein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie man das macht, wenn es zum Beispiel EU folgt oder EU, also wenn es OI ist, ob man das dann als ein Vokal behandelt oder ob man dann E und U trennt oder so. Ich glaube, das ist aber nicht der Fall. Aber ja, ist noch lustig. Es ist komplett hobbylos und es bringt dir im Leben absoluten Bullshit, aber es ist wirklich lustig. Ja. Huch. Und jetzt zum Ja, Abschluss noch hast du noch etwas?
Nein, ist gut. Okay, also zum Abschluss noch eine absolut random Frage. Was hast du das Gefühl, ist das beste Fertigprodukt? Also, es gibt so das erste, wo mir jetzt in den Sinn kommt, zumindest. Es gibt, abgesehen von Teigwaren und so, weil ich meine, das sind theoretisch ja auch Fertigprodukte, Ja, Ravioli. Aber nicht die in der Büchse, hast du gedacht? sondern die in so Büteli halt einfach. Ja, Es gibt so mit Tomaten-Käsefüllung und die sind so geil. Die sind okay. richtig geil. Da tue ich sie immer einfach so mit ein bisschen Wasser eigentlich erwärmen. Und da tue ich so ein bisschen Rahm rein Hm. und Aromat und dann ist das Leben gebunkt. Gebummt. Dann ist es einfach chillig und ich kann mein Leben geniessen. Sehr schön. Bei mir fällt als erstes Dr. Oetker Pizza ein. Ich kann es nicht aussprechen, aber das ist traurig. Dr. Pizza. Dr. Oetker, Gottverdammt sich. Genau, die Pizza finde ich einfach geil. Also für das, dass es Fertigpizza ist, schmeckt sie echt verdammt gut und verdammt frisch. Ich hatte die noch nie gehabt. Was? Sollte ich vielleicht mal. Ja, wirklich. Gut, wir haben noch ab und zu selber Pizza gemacht. Wir haben eben so einen Pizzasteifer auf den Grill. Ah, geil. Und die sind eigentlich noch ziemlich geil, aber es ist halt, du musst eine Pizza nach der anderen machen. Und das dauert einfach Stimmt. lang und es ist recht mühsam, wenn es mehrere Leute sind. Ich meine, wenn du das zweite bist, dann geht's ja noch. Dann kannst du einfach mal die eine Pizza machen und dann die anderen, dann kannst du gerade zusammen essen. Und wenn Oder du du das machst vierte halb-halb. bist, oder halb-halb, ja. Aber wenn du jetzt so das vierte bist, dann kannst du nicht, oder nur schwer so machen, dass alle zusammen gleichzeitig anfangen können essen. Doch, du tust Pizza vierteln. Ja, aber das ist so blöd. Also ich meine, weil dann hast du so dein Pizzastückchen und dann ist der, fertig. der immer auf den Grill muss schauen. Weißt, muss immer wieder hinterlaufen. Ah ja. Also gut, das haben wir ist aussen, dann würde es vielleicht noch gehen. Ja. Ja, okay. Vielleicht nicht das Beste. Ja, Gut. I mean, Wolltest du wieder so halb schon traditionelles, tolles Schlusswort, ein weise Wort von dir geben? ich kann es auf ein Thema beziehen. Mhm. Denke ich jetzt mal. Falls Sex für euch kein Spiel ist, dann habt ihr es noch nicht richtig gemacht. Ich finde es einfach lustig, dass es von einer Jungfrau kommt. Ja, ich weiß, es ist so. Nein, aber es soll ja Spass machen. Aber weißt du, das haben wir abgeschlossen. Wir können es fürs nächste Mal mit unserem Gast nochmal aufnehmen. Okay. Gut, also Jungs, ihr habt es gehört. Weise Wort vom Raoul, merkt sie euch. Yes, very much. Und einen schönen Sonntag euch noch. Ja, schönes Wochenende. Ja. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raoul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch eure Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.